Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Es sind Mats und das will ich ein Thema abbringen, was eine große Rolle spielt an der Spiritualität, am positive wie am negative, beziehungsweise eigentlich könnte das Thema eine ganz weltneutrale Rolle spielen, wenn nicht verschiedene Leute sich da etwas ausmalen, was so eigentlich gar nicht existiert. Das Thema, das ich heute packen, ist das Ego. Dazu muss es so, dass auch hier englische müssen eine Tour zu machen ist, weil das Thema mehr groß ist, wie die meisten Leute sich eigentlich vorstellen können. Ich habe das Wort Ego aus der Psychologie kennt, nach einer Zeit, und es sind absolut keine Freudianer, wo der Freud eigentlich gebraucht hat, zwischen dem S und dem Über-Ich, hatten den Ich, den Ego, den Balance gehalten hat. Das heißt, den Ego war dazu da, für die Pulsionen aus dem Ich, aus dem S, dann dem Moment par rapport zu den Filtern und den Lebensmustern, die vom Über-Ich kommen sind, für die abzufangen, sodass die Pulsion nicht komplett unterdrückt ging und auf der anderen Seite aber auch nicht komplett ausgeleert ging. Also dass sich da ein gutes Mittelmaß gefunden hat. Und da ist, wie so oft, New Age Esoterik über das Wort hier gefallen. An der Bemol wäre Ego das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das heißt, durch die ganze Spiritualität, nach mehr wie die Esoterik und sich, mir wirklich durch die ganze Spiritualität, die sich Bemol durchgezogen, dass er nicht mehr spirituell sich kann entwickeln, wann er sein Ego sterben lässt. Aber für den Ego sterben zu lassen, muss ich für dich mal verstehen, was Ego überhaupt ist. Und da ist eigentlich gerade Spiritualität, also wirklich die New Age Spiritualität, ziemlich schwammig an ihren Erklärungen. Dazu muss ich sagen, dass ich interessanterweise über die letzte Monate festgestellt habe, dass an den englischsprachigen Richtungen das Ganze einen gesunden Schwung kriegt, eine gesunde Richtung kriegt, was ich extrem interessant fand. Aber dazu werde ich kommen. Also bei allem, was wir hier an unseren Dingen, an unserem Leben haben, geht eigentlich an der Pseudospiritualität den Ego dahinter gestellt, dass das den als durch seine Ängste und Materielle festhält, dass überhaupt den Ego das ist, was Ängste hat, dass den Ego auch auf der anderen Seite extrem hart ist und alles suggeriert. Spätestens da habe ich auch Leute miterlebt, die gesagt haben, ich weiß es schon nicht mehr, wann ich am Gang sehe, den Ego als ängstlich und als schlecht zu jugieren, dann ist das schon eigentlich den Ego, der jugiert, ansehnlich nicht mehr empfand. Also sie hatte Recht darunter zu zweifeln, sie hatte Recht darunter, sich mal die Frage zu stellen, inwiefern da nicht am Gang, weil sich Katze an den nächsten Schwanz zu beißen, beziehungsweise, dass die Leute, die dazu vehement probieren, den Leuten beizubringen, dass den Ego etwas Schlechtes ist, und dass die komplett in der Kontrolle muss, und dass den also riecht wirklich, also die muss sterben sozusagen, dass das schon eigentlich auch Sachen sind, die von dem Ego hier kommen, weil nämlich den Ego eigentlich so schwatzt, etc. etc. Ich will eigentlich an der heutigen Platz den Leuten ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das ganz gut bieten. Und zwar den Ego-Raum hier wertneutral an den Punkt zu bringen, was ein Ego eigentlich ist. Ego, mal für dich ganz brutal gesagt, bedeutet nicht mehr ich. Lo weiß ich, was du könnt. Lo sind Leute am Gang von wegen, ja, den Egoismus hat gesagt, den Ego ist auch den Egoismus, das ist den ich sehe. Und dann merkt ihr noch, dass hier wenig Balance an dem ist, was gezählt wird. Weil eine von meinen Grundregeln ist, bleib bei dir selber. Das heißt, wenn irgendetwas da draußen ist, und der will darüber schwätzen, dann vertritt er Meinung. Also nicht, es ist kein, mehr, es ist mehr kein. Oder das ist nur schlecht, es schmeckt mehr nicht. Also wirklich auf den Punkt zu bringen, dass ihr bei dem Ich bleibt. Natürlich auf eine gesunde Art und Weise. Das wird die meisten Leute eigentlich mengen, wenn sie den Egoismus so abhängen, als Egozentrismus. Egozentrismus bedeutet, dass ich mich an den Mittelpunkt von all den anderen Stellen erwarten, dass die anderen mein Pläne nur bedrehen.
Davon der schwatzt man nicht. Egoismus heißt, ich stelle mich unecht stelle, weil wenn es mir nicht gut geht, da kann ich auch nicht für andere da sein, da kann ich mich nicht proper mit anderen austauschen. Ich muss bei mir selber aufhängen. Und ich fand das ganz leid, weil ich schon nämlich irgendwie nie eigentlich von einem gesagt kriege, dass den Ausdruck jeder ist sich selbst der Nächste, dass das ein Ausdruck vom Teufel wäre. Ich fand das ehrlich gesagt immer ein bisschen amüsant, weil ja, wir stechen an unserer eigenen Haut und nicht an denen von den anderen, also sind wir uns selber die Nächsten. Und das ein Ausdruck vom Teufel ist, also der Raum beweist mir, dass der Teufel vielleicht nicht die Schlechten ist, mir einfach nehmen, tja, den, wie nennt ihn der Scapegoat? Der Sündenbock. Mir das wird nach einem anderen Thema gehen, weil ich mich später ein Jahr abwärts greife. Also aus den Dingen, dass Ego unser wertneutral ist und nicht einfach darum geht, wie jemand Ego umgeht, ist eigentlich der Punkt, der wichtig ist. Und ich fand noch ganz spannend, dass in der Zwischenzeit Leute, die auf psychologischen und Coaching-Schiene fuhren, dass sie das so den gesunden Egoismus. Nee, es gibt keinen ungesunden Egoismus. Komm herhalen abzuprobieren, das irgendwo zu betünchen, einen Putsch drin zu machen und dann ist es schön, dann ist es live. Egoismus per se ist gesund. Das ist der Egozentrismus, der schlecht ist. Ja, das ist den schlecht, so nicht selber, mehr das den ungesund geht, weil man von anderen Leuten etwas verlangen. Einen, den sich mal verdichtet um sich selber, kann man den schon sein eigenes fast, an dem man guckt, dass es dem selber gut geht, ja, dem macht für andere egoistisch sind. An die gesehen das negativ. Mir gesehen geht nicht gerade negativ, weil die Person sich gerade um sich kümmert und sich nicht um die anderen kümmert. Wie hat Ambrose Bierce so schön an seinem Wörterbuch vom Teufel geschrieben, ein Egoist, das den sich um sich kümmert, anstatt sich um mich zu kümmern. Und genau das ist das Problem. Also ist es auch mit dem Wort Ego. Ego und sich bedeutet nicht anderes wie ich. Wir können probieren, dass du irgendwo aus den Dingen rauszuholen, an der irgendwo eine spirituelle, eine pseudospirituelle Führung zu gehen. Es ändert nichts Wort an unser Innerbewusstsein, das immerhin 98% von unserem Gesamtbewusstsein ausmacht. Das tickt auf den Dingen, dass Ego ist bedeutet und man nutzt sich Geschichte. Auch wenn der meint, dass das Innerbewusstsein kein Griechisch gelehrt hat. Naja, Leute, die es aus dem Griechischen Kontakt rausholen, also et will net mi mit das den anstört an tralali an tralala as daran komplett irgendwo op enger verkehrter Schiene erwähnt. Ich greife das Thema mit dem Ego so vehement op, weil das Thema viel mehr groß ist und ich werde auch noch weiter Podcasts machen, die das ganze Thema eigentlich mal abbringen, nämlich so andere Sachen. Und zwar sind der Haut die meisten eigentlich, also auch therapeutische Richtungen sind eigentlich auf der Schiene kommen, dass so Bahnen dra gesplit sind durch Traumen, durch verschiedene Glaubenssätze, die als fehlgelöst sind etc. etc. Und dass man eigentlich sowieso inner Undeler haben. Und die sind nicht getrennt von der Idee von Ego. Das ist auch immer den Dingen. Weil wenn in der Sache weitergeht, und das werde ich noch weiter erklären, dann werde ich feststellen, dass es nicht den typischen Ego wir, den die Angst hat, mehr das Grad. Ich schwätze ganz kurz Transaktionsanalyse und ich werde zu der Transaktionsanalyse am Inneren nach einem eigenen Podcast machen, mit das und sich als ein Eltern ich den am Gang als Kind ich zu kritisieren. Kind ich als Emotionen, das tut Angst, an den Eltern ich als den die jugiert, an das jugiert den. Aber den erwussenen ersten Tischen, die geht auch nicht überschwert. Was also bleibt noch von Ego und sich von so, das Ego als Gesamt-Ich ist. Isabelle Padovani, das hat ein Video darüber gemacht, wo gesagt hat, ich schwätze nicht von Ego, aber ich schwätze von Emis. Emis bedeutet, dass wir. Weil man bei dran so viele Undeler haben, die ewig am Gang sind, mit denen zu diskutieren, und das finden in ganz viele Richtungen, es gibt da ganz viele, die davon schwätzen. Auch da muss ich mal so verschiedene Schwätzen dann, ja, von den Chattering Monkeys, seht vorsichtig damit. Weil in dem Moment sie da irgendwo am Gang ein Undeel von euch selber zu jugieren, aber wenn der Herr nur an irgendein Ziel will kommen, wird den Undeel nicht mit an das Boot gehen, für an derselben Richtung und das Ziel zu ziehen, weil der sagt, ey, wenn ich das sowieso auf die Schnitz greife, was soll ich mich dann amüsieren, mich mitzumachen? Wir ticken nun mal am Bandsten, genau wie man am Bausen ticken. Wenn er nicht irgendwo etwas auf den Weg kriegt, wo er sagt, okay, du möchtest doch Spaß mitzumachen, dann macht er auch nicht mit, wenn er nicht unbedingt muss oder gezwungen ist. Aber als innerer Undeler funktioniert gar nicht anders.
Also insofern bedeutet eigentlich Ego, wenn ich also eine Schwarz von all denen gesplitteten Dealer. Am mir schwatzende Funner, auch das wird noch ein Thema sehen, eben ein nächster Podcast, weil das Thema ist so groß, und ich werde probieren, ein bisschen drin zu bleiben. Wenn wir probieren, die gesplitteten Undeler alle Gute wirklich zu integrieren, also als aus dem Schädel rauszulegen, die man verdrängt tun, zu probieren, die alle guten unten Tisch zu kriegen, sodass wir einen großen einstimmigen Deel sind, den wo alle einzelnen Undeel an Eis dran am einen Klang ist, also an die richtige Richtung, an dieselbe, nicht die richtig, mehr an dieselbe Richtung zieht, dann riecht sie mehr Ego. Weil dann riecht sie immer ein ganz Ösch. An all die anderen Sachen, wo Leute es erklären wollen, dass in den Ego muss umbringen, also dass die muss sterben, und dass in Recht dann ist, also ich sind nur erleuchtet, weil ich schon mein Ego im Mund, wie war das gerade mit ich? Da sind wir vollkommen auf einer Schiene NRW, die nicht mit Spiritualität und auch nicht mit einer ordentlichen, gesunden Psychologie zu tun hat, weil die zwei sind sich ganz nah. Recht im Moment, wo man aufhängt, wertneutral zu gehen, wie der Jung auch Schiertarbeit erklärt wird. Schiertarbeit bedeutet nicht, irgendwelche Undeler zu integrieren, mehr herauszufinden, was den Besoin von denen ist, aber was hier Tools an hier Kraft ist, für das man sie wollen, was unter das kriegen. Recht dann gehen wir ganz, und recht dann sehen mehr Ego. Da können wir von euch schwätzen, dass wir euch sehen, dass wir Ego sehen. Aber wir probieren das zu bekämpfen. Wie sagt man die Geschichte mit den Wandmühlen? Also den ist aber einem WNRW, die funktioniert nicht. Und der letzte Grund, für was das gar nicht kann funktionieren, was mehr als mehr, das ist mehr gehen nicht hin, und wir bekämpfen wirklich als ein Ego. Wir probieren etwas an uns zu bekämpfen, was mehr als Ego definieren und jugieren. Das ist wie das, was ich über England erklärt habe. Wir holen uns immer die Arroganz raus, von denen sind, das nennen ich so und das definieren ich so, an dem ich stehe Wert. Punkt. Ohne offen zu sehen und zu sagen, was das von ich falsch läuft, was das von ich die Sache anders kann betrachten, was geschieht da mit mir? Also gehen wir hin, aber bekämpfen du einen Undeel. Den entweder du nur anfängt als zu boykottieren oder dagegen kämpft, wir vernichten uns selber sozusagen. Und auf der anderen Seite erschaffen wir immer mehr von dem Bild, von dem wir probieren zu bekämpfen. Weil sonst hat man keinen Sinn mehr, weil wir schon dann nicht mehr bekämpfen könnten und mehr als das selber nicht mehr als gut anerleuchtet könnten angesehen. Inklusive, wir probieren die Sachen zu verdrängen. Sachen, die wir verdrängen, die sehen wir bei den anderen. Das heißt, die projizieren wir auf die anderen. Aber wenn uns irgendetwas und uns selber nicht passt, dann sehen wir das bei den anderen, aber wir sind am Gange bei den anderen zu kritisieren, wo eigentlich just der Neid schwätzt, weil wir uns selber nicht trauen, das zu machen. Das heißt nicht, dass wir alles sollen machen, was die anderen Leute dabei machen, aber ein bisschen froh kann Heinz uns recht gut funktionieren dann in diesen Sachen. Und auf jeden Fall, jeder Verein, den du mit der Idee kennt, dass dein Ego umbringen muss gehen, dass dein Ego muss sterben, seid euch bewusst. Wir sind hier auf dieser Welt für aus dem Universum raus. Jeder Verein einzigartig an einzeln das Universum können zu erleben. Das geht nicht mehr über als Einzigartigkeit, die wir durch Ego haben. Wenn wir also die bekämpfen, bekämpfen wir den puren Grund, für was wir auf der Erde sind. Und das funktioniert einfach nicht. Und auf der anderen Seite, wenn wir mengen, wir müssen die Sachen so definieren, man reißt nie ab zu dem, was wirklich ist. Weil wir da an einer festgefrorenen Schiene fahren, wo wir als Glaubenssatz stehen, die als nicht wirklich in zufrieden Gefühl gehen. Es gibt also Klang, Dinge, wo man sagt, ha, komm, da habe ich gewonnen. Mehr geschieht nicht. Aber wenn wir den Ego brauchen, für können zu leben, ich schluss nicht das mal einfach abstehen, was das bedeutet, was für eine einzige Methode es gibt, für dem Ego, den das so bekämpfen will, an den der also schlecht angesehen, für die wirklich loszugehen. Es gibt nämlich eine einzige Methode. Und ich wohne zu bezweifeln, dass die Leute, die so heute darüber schwatzen, die wir wirklich Welt zu gehen. Insofern, vielmals merci für die Nullausterung. Wie immer, schöne Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht.